Wann kommt mal ein Topspieler? Wie zum Beispiel Emil Heskey. Der ist cool. Hallo Leo. Hä? Wer bist du? Ich bin du. Aus der Zukunft. Circa 25 Jahre älter. Wie ist das möglich? Das spielt doch keine Rolle. Ich möchte dir eine sehr erfreuliche Nachricht überbringen. Was denn? Heskey wechselt zum FC. Ja! Boah, wie cool, der einzig wahre Emil Heskey. Nicht ganz. Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, der FC hat auf dem Transfermarkt ein weiteres Mal zugeschlagen. Regan Heskey ist seit gestern Abend offiziell unser Spieler. Ja, Heskey. Ein Name, der wahrscheinlich bei vielen von euch sofort Erinnerungen geweckt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir genauso. Ihr erinnert euch, ich habe es schon oft gesagt. Ich bin nie der größte Fan der Premier League gewesen. Klar, ich habe sie immer mal wieder nebenbei verfolgt, aber mein Herz hat immer eher für andere Ligen geschlagen. Insbesondere die Serie A und natürlich die Bundesliga. Es gab aber trotzdem den einen oder anderen englischen Spieler, der mich fasziniert hat. David Beckham natürlich, über den brauchen wir gar nicht erst groß zu sprechen. Dann Kevin Phillips. Ich weiß nicht, wie viele von euch den noch auf den Schirm haben. Für mich war das damals einer der spannendsten Torjäger Englands. In seiner starken Zeit beim AFC Sunderland spielte er sich sogar bis in die englische Nationalmannschaft und gehörte zum Kader von England bei der Europameisterschaft 2000. Und wenn wir zum Beispiel über Mittelfeldspieler sprechen, dann war Paul Scholes für mich wahrscheinlich der Engländer meiner Jugend. Der für mich ultimative Engländer. Ich weiß nicht warum, aber ich habe schon immer eine Schwäche für richtig intelligente Mittelfeldspieler gehabt. Paul Scholes war für mich genauso einer. Keiner, der riesige Schlagzeilen produziert hat, aber einer, der Fußball einfach verstanden hat. Doch heute geht es nicht um einen Mittelfeldspieler. Heute geht es um einen Stürmer. Genauer gesagt um den Sohn eines Stürmers, den ich damals unglaublich faszinierend fand. Als Emil Heskey Anfang der 2000er nach Liverpool wechselte, habe ich regelmäßig in den Sportmagazinen nachgeschlagen, wie er sich entwickelt. Damals war das noch eine andere Zeit. Da hattest du nicht ständig dein Smartphone in der Hand und konntest jede Statistik innerhalb von 3 Sekunden abrufen. Wenn dich ein Spieler interessiert hat, hast du auf die nächste Ausgabe vom Kicker oder Sportbild gewartet. Oder 442, wenn du schon bereits Englisch konntest. Und Emil Heskey gehörte tatsächlich zu den Spielern, deren Karriere ich immer mal wieder ein bisschen verfolgt habe. Dass ich eines Tages ein Video über seinen Sohn machen würde, und zwar als Neuzugang des 1. FC Köln, hätte ich mir damals allerdings niemals vorstellen können. Aber genau das ist jetzt passiert. Der FC hat Regan Heskey verpflichtet, bis 2030. Rund 2 Millionen Euro Ablöse soll der Wechsel gekostet haben, aber besonders bemerkenswert, Köln hat sich im Werben um den jungen Engländer offenbar gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt. Regan Heskey kommt nicht per Leihe, sondern wurde fest verpflichtet von Manchester City. Wobei eventuell nicht ganz dauerhaft. Da kam gestern noch die Meldung durch, dass City wohl eine Rückkaufoption hat, inklusive irgendwie auch die Rechte an weiteren Transfers, dass die wohl anscheinend diejenigen sind, die mit anderen Vereinen, die an ihm interessiert sind, verhandeln dürfen. Sehr komplizierte Sache, vor allen Dingen, wenn ich sage Ablöse. Ich bin mir nicht sicher, ist es jetzt eine Ablöse oder eine Ausbildungsentschädigung, denn der Spieler galt als ablösefrei. Aber eventuell haben wir hier eine Win-Win-Situation, wie bei Jakub Kaminski zuletzt. Allerdings kommt es da auf die Höhe der Summe an, die mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist. Ja, und genau deshalb stellt sich jetzt die große Frage, was bekommt der FC da eigentlich für einen Spieler? Ist Regan Heskey einfach nur der Sohn von Emil oder steckt vielleicht mehr dahinter? Steckt dahinter vielleicht eines der spannendsten Offensivtalente, das Manchester City in den letzten Jahren hervorgebracht hat? Genau das schauen wir uns heute mal an. Schauen wir uns zuerst einmal an, wer Regan Heskey eigentlich ist. Geboren wurde er am 18. Januar 2008 in England. Fußball spielte er praktisch schon seit er laufen konnte. Das ist allerdings auch kein großes Wunder, wenn man bedenkt, in welcher Familie er aufgewachsen ist. Denn sein Vater ist niemand Geringeres als Emil Heskey. 62 Länderspiele für England, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Stationen bei Leicester City, Liverpool, Birmingham City, Wigan Athletic und später Aston Villa. Dazu eine Karriere mit über 700 Profispielen. Man kann also ohne Übertreibung sagen, Regan ist in einer echten Fußballfamilie groß geworden. Und das Interessante ist, Emil Heskey hat seinen Sohn offenbar nie in eine bestimmte Richtung gedrängt. Stattdessen durfte Regan seinen eigenen Weg gehen. Vielleicht ist genau das einer der Gründe, weshalb Manchester City schon früh auf ihn aufmerksam wurde. Bereits im Alter von 8 Jahren wechselte Regan in die Nachwuchsakademie der Citizens. Und wer sich ein wenig mit Jugendfußball beschäftigt, weiß, es gibt kaum eine
bessere Adresse auf der Welt zurzeit, um als Offensivspieler ausgebildet zu werden. Manchester City bildet seine Talente nämlich nicht einfach nur technisch aus. Dort geht es schon in jungen Jahren um Entscheidungsfindung, Spielintelligenz, Pressing, Positionsspiel und Flexibilität. Genau deshalb schaffen immer wieder Spieler aus dieser Akademie den Sprung in den Profifußball. Und genau dort entwickelte sich Regan Heskey Jahr für Jahr weiter. Besonders spannend finde ich eine Kleinigkeit. Viele denken automatisch Sohn eines Mittelstürmers, dann wird der Sohn wahrscheinlich genauso spielen. Aber genau das stimmt in diesem Fall eben nicht. Denn Regan Heskey ist kein zweiter Emile Heskey. Im Gegenteil. Wer ihn spielen sieht, erkennt ziemlich schnell, dass Manchester City aus ihm einen modernen Offensivspieler geformt hat. Ein Spieler, der nicht einfach nur vorne im Strafraum wartet, sondern einer, der sich ständig bewegt, der sich fallen lässt, der auf den Flügel ausweicht, der Dribblings sucht und der selbst Chancen kreieren möchte. Übrigens ist Regan nicht der einzige Heskey im Nachwuchsbereich gewesen. Sein älterer Bruder Jayden Heskey wurde ebenfalls in der Akademie von Manchester City ausgebildet. Allerdings spielt Jayden eher im offensiven Mittelfeld und nicht als klassischer Angreifer. Zwei Brüder in einer der besten Nachwuchsakademien Europas. Das zeigt schon, wie viel Fußball in dieser Familie steckt. Und jetzt kommt ein Detail, das für den FC sogar ziemlich interessant sein könnte. Denn Regan kommt nicht völlig ins Unbekannte. Beim FC trifft er nämlich auf Jamai Simpson-Pusey, der ebenfalls aus der Nachwuchsakademie von Manchester City stammt. Zwar gehören die beiden unterschiedlichen Jahrgängen an, dennoch kennen sie dieselben Trainingsmethoden, dieselbe Fußballphilosophie und vermutlich auch viele der Trainer und Mitarbeiter im Verein. Das klingt vielleicht nach einer Kleinigkeit, kann aber einem jungen Spieler den Einstieg in einer neuen Mannschaft enorm erleichtern. Man hat direkt jemanden, der weiß, wie man ausgebildet wurde, der dieselbe Fußballsprache spricht. Und genau das könnte Regan in den ersten Wochen beim FC durchaus helfen. Doch natürlich stellt sich jetzt die entscheidende Frage. Wenn Manchester City so viel von diesem Jungen gehalten hat, warum lässt einer der größten Vereine der Welt ihn überhaupt ziehen? Und vor allem, was bekommt der 1. FC Köln eigentlich ganz konkret für einen Spielertypen? Und ich glaube, als erstes müssen wir mit einem kleinen Irrtum aufräumen. Viele werden automatisch denken, Heskey, ach, der Sohn von Emile Heskey, dann wird das bestimmt auch so ein bulliger Mittelstürmer sein. Aber genau das stimmt eben nicht. Regan erinnert seinen Vater zwar vom Namen her sofort an eine andere Fußballzeit, auf dem Platz ist er allerdings ein ganz anderer Spielertyp. Während Emile Heskey früher vor allem über seine enorme Körperlichkeit, seine Robustheit und seine Arbeit gegen den Ball kam, gehört Regan zu einer neuen Generation von Offensivspielern. Er ist deutlich variabler. Er kann im Sturmzentrum spielen, fühlt sich aber genauso wohl auf den Außenbahnen. Er sucht immer wieder den Ball, beteiligt sich am Kombinationsspiel und wartet nicht einfach vorne darauf, dass ihm jemand eine Flanke serviert. Das gefällt mir persönlich ziemlich gut, habe auch ein paar Videos dazu gesehen. Denn genau diese Flexibilität ist im modernen Fußball enorm wichtig geworden. Wenn man sich seine Spiele anschaut, fällt außerdem auf, dass er technisch sehr sauber ausgebildet wurde. Kein Wunder eigentlich. Schließlich kommt er aus der Nachwuchsakademie von Manchester City, wie ich schon erwähnt habe. Das ist halt eine Akademie, die seit Jahren dafür bekannt ist, technisch starke und spielintelligente Fußballer hervorzubringen. Gerade sein erster Kontakt wirkt häufig sehr sauber. Er nimmt den Ball kontrolliert mit, er versucht Gegenspieler im 1 gegen 1 zu überwinden und er sucht relativ häufig den direkten Weg Richtung Tor. Dabei wirkt er erstaunlich mutig. Viele junge Spieler entscheiden sich in engen Situationen lieber für den einfachen Rückpass. Regan dagegen versucht durchaus einmal Verantwortung zu übernehmen. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist sein Bewegungsspiel. Er bleibt nicht stur zwischen den Innenverteidigern stehen, er lässt sich immer wieder fallen, er weicht auf die Flügel aus, er startet Tiefenläufe, er versucht ständig anspielbar zu sein. Dadurch macht er das Spiel seiner Mitspieler häufiger einfacher. Natürlich gibt es aber auch Dinge, an denen er noch arbeiten muss. Und das wäre ehrlich gesagt auch völlig normal. Wir sprechen hier schließlich von einem gerade einmal 18-jährigen Spieler. Der Sprung vom englischen Nachwuchsfußball in die Bundesliga, der ist enorm. Hier wird körperlich anders gespielt, hier hast du deutlich erfahrenere Gegenspieler, hier werden Fehler wesentlich konsequenter bestraft. Gerade körperlich dürfte er sich deshalb erst einmal an das Niveau der Bundesliga gewöhnen müssen. Auch die Konstanz ist natürlich ein Thema. Viele Talente zeigen ihr enormes Potenzial in einzelnen Spielen. Die große Kunst besteht allerdings darin, diese Leistungen Woche für Woche abzurufen. Genau daran wird Regan in den kommenden Jahren arbeiten müssen. Trotzdem finde ich die Verpflichtung durchaus spannend. Der FC verpflichtet hier keinen fertigen Star. Der FC verpflichtet bewusst Entwicklungspotenzial. Manchester City hat ihn seit dem 8. Lebensjahr ausgebildet. Das passiert dort nicht zufällig. Und wenn ein Verein wie Manchester City einem Spieler über viele Jahre vertraut, dann steckt in der Regel auch Qualität dahinter. Jetzt aber wird entscheidend sein, wie schnell er sich im deutschen Profifußball zurechtfindet. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass René Wagner ein System aufbauen wird, in dem ein flexibler Offensivspieler wie Regan Heskey seine Stärken einbringen kann. Ob das funktioniert, das wird man sehen. Aber die Voraussetzung, einen interessanten und entwicklungsfähigen Offensivspieler verpflichtet zu haben, bringt Regan Heskey auf jeden Fall mit.
Kommen wir also zu meinem Fazit für dieses Video. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Transfer erst einmal spannend. Nicht, weil dort Heskey auf dem Trikot steht. Übrigens, er übernimmt Florian Kainz Nummer 11. Und auch nicht, weil sein Vater früher ein großer Name war, sondern weil ich das Gefühl habe, dass der FC hier bewusst in Potenzial investiert hat. Roundabout 2 Millionen Euro sollen für diesen Transfer geflossen sein. Ob das jetzt eine Ablösesumme ist oder eine Ausbildungsentschädigung, das sei mal dahingestellt. Jedenfalls, ob am Ende eine klassische Ablösesumme im Spiel war oder der Deal anders strukturiert ist, darüber gibt es aktuell wirklich unterschiedliche Berichte. Fakt ist aber, der FC hat sich um Regan Heskey richtig bemüht. Und genau deshalb hoffe ich natürlich auch, dass sich dieser Aufwand am Ende auszahlt. Ob Regan Heskey einschlagen wird, keine Ahnung. Das kann heute niemand seriös beantworten, aber eines wünsche ich mir schon. Ich hoffe, dass er sich beim FC genauso schnell zurechtfinden wird wie Jermaine Simpson-Pusey. Weil gerade junge Spieler brauchen manchmal ewig, bis sie Vertrauen bekommen. Das kennen wir beim FC leider nur zu gut. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass man ihm die Chance gibt, sich wirklich zu zeigen. Vor allem offensiv kann uns das nur gut tun. Weil wir haben ja gesehen, wie abhängig wir nach der Verletzung von Ragnar Ache plötzlich von einem ganz bestimmten Spielertypen her geworden sind. Natürlich ist Regan Heskey kein klassischer Stoßstürmer wie Ache, aber das soll er auch gar nicht sein. Aber vielleicht bringt er auch etwas anderes mit. Vielleicht kann er durch seine Beweglichkeit, seine Flexibilität und seine Dynamik gemeinsam mit anderen Offensivspielern dafür sorgen, dass der Ausfall eines Zielspielers künftig besser aufgefangen werden kann. Nicht indem er Ache 1:1 ersetzt, sondern indem er dem FC neue Möglichkeiten im Angriff bringt. Ob das am Ende funktioniert? Ja, das werden wir sehen. Aber ich finde, auf dem Papier klingt dieser Transfer erst einmal vielversprechend. Jetzt liegt es an Regan selbst, dieses Potenzial auf den Platz zu bringen. Und ich hoffe, er wird eine größere Attraktion als seine Mutter. Real Talk, ich dachte zuerst, das wäre seine Freundin. Wahrscheinlich werden jetzt Bruno Labbadia und Lukas Kwasniok sich erneut als große FC-Fans beim Geisbockheim blicken lassen und sich anbiedern. Aber gut, vielleicht sitzen wir irgendwann in 2 oder 3 Jahren hier und sagen, wisst ihr noch, damals haben wir alle über Emil Heskey gesprochen. Heute spricht längst jeder über Regan. Ja, und das wären meine Gedanken zu diesem Transfer. Ja, und bevor ich dieses Video beende, wir sind auf dem Weg zu den 1000 Abos. Leute, ganz ehrlich, die größte Unterstützung wäre für mich ein Abo. Ich schwör's euch, besonders die Älteren da draußen sollten es endlich mal wissen. Die größte Unterstützung ist nicht, wenn ihr liked und kommentiert oder die Videos schaut, sondern das Abo. Das interessiert YouTube am meisten. So werden die Videos auch mehr Leuten vorgeschlagen. Von daher, wenn wir schon auf dem Weg sind, normalerweise lutsche ich nicht wegen Abos und blende das nur schriftlich am Ende der Sendung ein. Jetzt haben wir es auch erst am Ende der Sendung gesagt. Von daher, wenn wir schon mal auf dem Weg sind, will ich dann doch ein bisschen rein investieren und euch darauf hinweisen, dass das die größte Unterstützung wäre. Ja, und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.